Hallo, schön sind ihr da bei Handgelenk mal Pi. Ich bin Anne. Ja, wie ihr seht, es ist soweit. Wir sind in der Winterzeit bei der Weihnachtsdekoration sozusagen angelangt. Ja, ich habe den Herbst hinter mir gelassen. Und jetzt habe ich die Idee gehabt, ich möchte gerne zum Verschenken ein kleines Adventsbüchli, also Adventskalenderbüchli machen. So. Und zwar mit 24 Seiten. Und auf jede Seite, wo habe ich es da? So, auf jede Seite kommt dann so ein Täschchen drauf. Oder irgend so etwas in dieser Art, wo man irgendein Kärtchen reinstecken kann mit einem herzigen Spruch. Oder was weiß ich, ein Teebeutel zum Beispiel. Oder irgendwie so. Genau, das wäre der Plan. Ich habe mir das schon mal so ausgerechnet, wenn ich ein Büchlein mache, das A5 gross ist. Nein, das stimmt eben nicht. Nein, eben nicht. So, A5 Doppelseite. So würden wir es nachher dann zuklappen. Ich will es wirklich nicht allzu gross machen, sondern nur so klein. Dann brauchen wir auf jeden Fall für das Papier innen drin, für die Signatur, 3 A4 Blätter. Die schneiden wir so abeinander und nachher dann so eine Doppelseite gibt nachher dann 24. So, von der Dicke her würde ich sagen, mache ich es wahrscheinlich ungefähr etwa so, wie es hier ist. Auch das habe ich nicht gross abgemessen, das habe ich einfach wirklich nur zugeschnitten mit dem Scoreboard, so ungefähr. Und dann einfach, da sind jetzt natürlich viel mehr Blätter drin. Aber eben, weil vielleicht noch ein Teebeutel oder so Sachen reinkommen, die vielleicht noch ein bisschen dicker sind. Ja, habe natürlich viel weniger Seiten, aber mache es trotzdem etwa so breit, damit wir ein bisschen Spielraum haben. So, genau, also, das kommt weg, das brauchen wir später. Jetzt müssen wir raussuchen, mit welchem Papier das gerne möchte der Umschlag, unser Cover sein. Ich habe so da die dicken Scrapbook-Papier-Blätter, die sind ja recht fest. So, und ich habe mir da schon ein bisschen etwas vorausgesucht. Und zwar einmal hätten wir da das Blaue. So. Zack. Mit diesen herzigen Rentier drauf. Und einmal auch von diesem Block. Das ist jetzt, glaube ich, schon 3 Jahre her, als ich die Blöcke gekauft habe. Also, die sind garantiert nicht mehr aktuell. So, das hier, das finde ich auch so unglaublich schnussig. So, und dann kommt noch ein zweites dazu. Wo man eben so wie da so ein bisschen Kontrast sollte geben, kann man vorne drauf noch irgendwie ein Täschchen machen oder innen drin irgendwie. Mal schauen, was wir hier hinten haben. Zweimal rot, ja. Und ich habe gedacht, ich mache da irgendetwas Schwarzes aus diesem wunderschönen Block. Was haben wir da? Entweder sowas mit diesen Christbaumkugeln oder irgendwas mit Sternchen ist doch noch gewesen. Das mit den kleinen Sternchen ist, glaube ich, ein bisschen zu wild. Ich habe noch eins mit grösseren hier. Ja, das ist auch wild. Was ist da hinten dran? Ah, komische Regenbögen. Oder was? Und da. Wo sind jetzt die kleinen Sternchen da? Komische Tannenbäume. Nein. Was haben wir da hinten dran?
Es ist so komisches Glitzerzeug. Ja, komm, ich nehme mir das mal raus. Und habe ich nicht noch eins gehabt? Mit so... Ah, das hier. Das ist auch herzig. Ja genau, das ist ja genau das gleiche wie da. Mit diesen Anhängerchen, diesen Christbaum-Anhänger und das hier. Das würde mir, glaube ich, noch gut gefallen. Ich probiere es einfach mal aus. Ich kann dann immer noch schauen. Vielleicht schlussendlich passt dann etwas anderes gleich noch besser. Irgendwas Grünes oder so. Ich weiß es doch auch nicht. Genau. Und was ich mir da auch schon abgemessen habe, also einfach nur so von Auge, Handgelenk mal Pi. Wenn ich sage, ich mache das eben so hoch, dann sind wir da, man sieht es natürlich so nicht gut. So, sind wir da irgendwo da und da sind wir irgendwo da. Man sieht es jetzt natürlich nicht das Ganze oben, aber auf jeden Fall reicht das gerade für 2 Büchlein. Wenn man das genau in der Mitte abeinander schneidet, dann ist das gerade perfekt. So, genau. Und da müssen wir da noch wissen, wo unten und oben ist, so, dass wir es dann richtig haben. Genau. Ich würde sagen, ich schneide das jetzt mal auf die richtige Größe zu. Also, das heisst einfach, einfach in der Mitte abeinander. Wir schauen schnell, wo die Mitte ist. Die Mitte ist da. So, machen wir hier so ein kleines Töpfchen, dass wir das ein bisschen besser sehen. Also ich auch mal, ich weiss nicht, ob ihr es besser seht. Das winzige Töpfchen hier. So. Jetzt sehe ich gerade, da haben wir hier einfach das Schnäuzchen drauf. Und da ist das ein bisschen weit unten. Aber ja, gut. Das ist, glaube ich, nicht so schlimm. Das macht doch nichts. Machen wir das Ganze auf dieser Seite noch. Zack. Ah, wieso nur? Wieso nur? So, Gott sei Dank. Gut, oh. Sind wir da gleich rum? Nein. Nein, alles gut. Alles gut. So, sie sind ungefähr gleich gross. Das ist mein Scoreboard und genau, jetzt schneide ich da schnell einmal noch ein bisschen Blätter zu. Damit wir das dann auch ein bisschen besser abmessen können. Handgelenk mal Pi abmessen, selbstverständlich. So, das sind jetzt so mit Kaffee eingefärbte A3-Blätter. Ja. Das ist unsere Signatur. So, und vielleicht machen wir sogar 2 Signaturen.
damit wir da ein bisschen luftiger werden. 3 und 3. So. Und jetzt können wir da mal schauen. So wäre das. Und das heisst, ich brauche ungefähr hier einen Falt. Und dann wollen wir es ja ungefähr so breit machen. Das heisst, ich brauche hier nochmal einen Falt. So, jetzt wird sich dann herausstellen, ob das alles genau so stimmt, wie ich das mir vorgestellt habe. Aber ich glaube, ich muss es jetzt noch umkehren. Jetzt habe ich das natürlich auf der verkehrten Seite angezeichnet. Ich müsste das eigentlich hier haben. So. Gut. Und dann suche ich mir hier einfach auf der richtigen Kante eine Rille. Tue es ganz runter. Und score mir hier einfach mal das. Einmal da und jetzt muss ich es halt ein bisschen schieben. Und die ganze Geschichte hier noch. Also, schauen, ob das nicht reisst. Super, schön, jawohl. Gibt ganz einen schönen Fall. Judi hui. So. Genau so, wie ich mir das gedacht habe. Das kommt da rein. So, und jetzt haben wir hier noch ein bisschen Führung. Das könnte ich jetzt einfach abschneiden, aber eigentlich könnte ich das ja auch nehmen als Zumache, Dingsbums, Flip, Flap, Flop. Also, ich gehe jetzt hier auch nicht irgendwie. Ich mache das jetzt nicht so genau. Sondern ich schaue einfach, dass es jetzt hier schön gerade ist. So, dass es so gleichmäßig aussieht. Zeichnen wir das hier an. Weil, wer das überkommt, das herzige Adventskalenderbüchlein, geht garantiert nicht nachmessen, ob das auf den Millimeter genau so stimmt. So, ich tue das wieder ganz runter. Ich suche mir da die richtige Rille. So, schauen, dass er nicht verrutscht. Ah, Moment. Verkehrt. Haha. So, noch einmal. Jetzt muss ich halt hier nochmal rein. Machen wir es noch auf die andere. Die andere Richtung, die ganze Geschichte. So. Voilà. Und super. Oh ja, sehr herzig. Oh, schau mal. Das ist ja jetzt mega Zufall, dass das hier praktisch fast genau übereinstimmt. Also um einen halben Millimeter stimmt es nicht. Sehr witzig. So, ach, das ist ja cool. Dann gibt es auch gar keine Verschwendung schlussendlich von... Aha, aber warte mal. Wenn das ein bisschen dicker ist,
Ich werde schnell ausprobieren. Da haben wir alle so ein buntes Zeug drin. So, dann ist es dann nachher schon so ein bisschen bulkig. Dann hätten wir da gescheiter auch noch einmal so einen gemacht. Oh, keine Ahnung. Und wenn da noch mehr reinkommt, keine Ahnung, tun wir noch mal ein bisschen mehr rein. Irgendwelches Zeug. So, mal, das ist schon gut. Das ist schon gut. So, alles gut. Halt. Das bleibt da. So, jetzt habe ich ja da noch 3. Dann tue ich jetzt für die auch noch Signaturen zuschneiden und die auch noch schnell scoren und dann kommt das gut. So, ich habe hier noch so ein schönes marmoriertes Papier gefunden und habe jetzt gedacht, für 2 nehme ich doch noch Settings, weil wir die anderen mit Kaffee eingefärbtem Papier sind wir ein bisschen zu verkrügelt gewesen. Bei diesen Projekten sieht das ja mega hübsch aus, aber bei anderen ja, passt es mir dann jetzt halt nicht so. So, voilà. Was mir jetzt vorhin noch aufgefallen ist, wenn ich das zumache, dann verschwindet unser herziges Reli da irgendwie von der Bildfläche. Aber vielleicht macht das auch gar nichts. Ich muss es dann ausprobieren, wie es dann am Schluss aussieht, was wir da genau machen, mit was wir noch irgendeinen Verschluss machen oder wie, wo, was. Und sonst, wenn ich es nachher doof finde, kann ich ja immer noch hier abschneiden. Viel hübscher ist es so auch nicht, weil das Reli hier nicht schön in der Mitte ist. Und auf dieser Seite, ja, ist es ein bisschen besser, aber auch nicht viel. Also, ja, können wir dann noch schauen. Man kann das immer noch einfach abschneiden und sonst oder etwas ganz anderes daran machen, zum Zumachen. So, jetzt kommen die Signaturen rein. Wir haben gesagt, wir machen 2, damit wir ein bisschen mehr Spielraum haben. Also 2 Signaturen an 3 Blätter. So. Zack. Und jetzt nähen wir doch die hier einfach rein, so ganz einfach. Ganz easy. Für das habe ich hier so ein bisschen gewachsenen Faden. So. Mal schauen, ob ich genug habe für alle. So, doch, hat gerade noch knapp gelangt. Mal schauen, wo dann das hier ein kleines Restchen noch herlenkt. Gut. Wo ist jetzt unser Nödeli hergekommen? Hier, keine Ahnung, warum das so krumm ist, aber Pech. Pech. Das sollte ja trotzdem funktionieren. Ja, ich glaube, ich muss gar nicht gross vorzeichnen, oder? Wir machen 3 Löcher. Unten und oben und irgendwo in der Mitte, ein bisschen weiter oben als Mitte 1. Und das schaffen wir doch irgendwie ohne anzuzeichnen, oder?
wenn wir auch ein bisschen genau arbeiten, dann sollten wir doch da können. So. Der hier. Oder? Stimmt schon. So, aber jetzt hätten wir in der Mitte anfangen, stimmt das? Okay, ja gut. Macht nichts. Macht gar nichts. So. Da. Und da. So, jetzt haben wir ja hier schon das Loch. Zack. So, und wenn das hier schön dran ist, dann ergibt sich ja das hier unten von selber. So. Und dann hier noch einmal rein, ohne den Faden zu durchstechen. Das ist das, was ich immer am schwierigsten finde. Vor allem, wenn ich eine spitzige Nadel habe. Und dann sind wir einmal auf dieser Seite raus. Siehst du, da haben wir schon durchgestochen. Und das andere Mal komme ich auf der anderen Seite vom mittleren Faden raus. So. Dann gut anziehen. Einmal. Und in die andere Richtung den Knopf. Zweimal. Gibt einen kleinen fetten Knopf, aber das macht nichts. Und dann schneiden wir das gerade ab. Da brauchen wir keine Schwänzchen. So. Voilà. Passt. Und die ganze Geschichte auf der anderen Seite, also mit dem zweiten noch. Super. So. Ah, wie herzig. Ah, schon schnussig. So. Das gibt doch ein herziges Adventskalender. So. Ich mache dann die anderen 3 noch, die wir auch noch vorbereitet haben. Das wäre unser Grundgerüst, sage ich dem jetzt mal. Und ja, dann fehlen uns noch ein paar hübsche Täschchen. Und dann fehlen uns noch 24 Ideen. Ich weiss nicht, ob ich dann alle Ideen genau zeigen oder einfach noch schnell das fertige Kalenderli am Schluss dann mit euch geschwind durchblättern und schnell ein bisschen zeigen. Das sehe ich dann. Aber auf jeden Fall verzieren und Täschchen reinkleben und so weiter. Das machen wir dann auf jeden Fall noch miteinander. Und dann wünsche ich euch noch einen ganz schönen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!